Joel, Robin? wo hast du schon enke innerhalb von einem Monat ein Buch geschrieben, für über deinen Axt hinwasch zu kommen? Ja. Das heu aus Maybe Sachs. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Moin und willkommen zu einer neuen Episode von Maybe Sex, den Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Und wie viele Leute mit einem Körper haben auch mir uns mal Heartbreak, Herzschmerz, Beziehungen sind zu Ende, Freundschaften gehen nämlich weiter gefordert, ein Crush, den wir lange gehofft hatten, enttäuscht uns, und als Herzer sind gebracht an 100.000 Stecker. Und dann muss man irgendwie probieren, da mal da eins zu gehen, an wen der möchte, wie der genannt How to Get Over It. Das ist das Thema von dieser Episode. Robin, war das dann das erste, was dir auffällt, wenn du hörst, du willst über etwas in Wäsch kommen? Also ich meine, sie ist ein bisschen toxisch an der Hinsicht, dass ich immens avoidant sind daran, mich an Situationen zu beginnen, an denen ich muss über etwas hinwasch kommen. Also ich meine, ich habe schon in anderen Episoden erwähnt, mein No Expectations Philosophie hat den schönen Nebeneffekt, dass ich mich auch nicht muss damit auseinandersetzen, wenn eine Expectation enttäuscht wird. Und dass ich genuinely immens selektiv sein daran, wenn ich Expectations setze. Ich muss nicht so auf die Verbe hinwasch kommen. Mir wann, da fällt mir das schon schwer. Und ich sind auch da relativ avoidant. Ich stürze mich einfach an Arbeit, an mehr Arbeit, an noch mehr Arbeit. Für eine Minute drüber muss ich nutzen, denken. Ich meine, das ist so, das echt, was man dazu an den Kopf könnt. Joel, wie ist das bei dir? Schreibst du immer ein Buch, von irgendeinem dein Herz bricht? Nicht immer, das hätte ich mehr Bücher schon rausgebracht. Bislang geht es ja just ein. Aber das ist ja am Anfang ein bisschen so genau das, was du beschreibst. Also ob ihr ein Buch schreibt oder wenn irgendwie sich an einer Erbischt versenkt, am Anfang hast du immer eine Methode für nicht und etwas müssen zu denken oder sich schon etwas anderes zu konzentrieren. Also mir das so nicht so, dass das meine Hauptstrategie wäre. Ich denke aber auch, mir das ist auch so eine romantische Vorstellung. Vielleicht ist das auch einfach etwas, was mich seit ich auf diesem Radiomärchen an Podcasts produzieren, begleitet, weil bei der allerersten Episode von Crumble, der Sendung, die ich gemäht habe, zusammen mit dem An, weil doch der Podcast eine Zeit lang gemäht hat, werden wir Bands interviewen, und irgendwie hat dann so ein Zitat aus dem Französischunterricht mitgebracht, dass man dann den Bands zum Kommentare gehen haben. Und das wäre irgendwie, dass all Kunst aus dem Leiden sich nährt. Und ja, das ist natürlich, wenn man dann so leidet, wie in seinem Heartbreak, dann kann ich schon sagen, okay, ob man es irgendwie gut Kunst schreiben oder guten Text. Ich weiß nicht, ob das immer stimmt. Also, das ist vielleicht einfach eine immens romantische Vorstellung. Aber sie kann aber helfen, über Sachen wegzukommen. Aber vielleicht sollte man ein bisschen drüber schwätzen, über was man dann so wegkommt. Also ich hatte probiert, so eine Option zu machen, aber da fallen vielleicht noch andere Sachen an, über die kann wegkommen. Du hast ja schon viel gesagt. Partnerinnenschaften, Mariagen, Freundinnenschaften, einfach unerfüllten Hoffnungen, wenn ihr vielleicht eine Person wirklich, wo ihr lang Hoffnungen hat, dass ich etwas mehr geschehen und das einfach nie dazu kommt. Ich meine, das How to Get Over It, also es kann ja über viele Sachen overgetten. Ich meine, wir fokussieren das halt mehr auf so zwischenmenschliche Beziehungen, die sich verändern, aber wenn mit der Veränderung ins geht, am Mann zum Beispiel How to Get Over, wenn eine Person stirbt oder so Sachen. Und ich gebe so über zwischenmenschliche Beziehungen,
die zu angehen, wo dann kein Papaya-Chrom gibt, den ich muss ausfüllen, weil ich kann nämlich mit Schädungen und mit sich entpacken nicht aus und ich meine du auch nicht. Nee, also ich kann du kein How-to gehen, wie ihr das möchte. Ich meine, wenn man darüber schwätze, wie man seine Gefühle eingeht, dann ist das bei Partnerinnenschaften aber vielleicht oder bei Langzeitpartnerinnenschaften aber vielleicht relativ ähnlich, egal ob ihn das offiziell vom Staat zertifizieren gelöst wird, dass das ein Partnerinnenschaft mit gewissen Tax-Benefiten ist oder nicht. Mehr, also wenn da ich geschieden lösen will, wenn ich gibt bei einem Code für Rotschlo mit ein paar Bayerchrom und nicht bei der Joalamisch. Mehr, ich fand, was all, egal weil du das Label oder die Natur von der zwischenmenschlichen Beziehung, die sich verändert und so angeht, war, ich fand, was die so all, oder ich fand, du gehst zu zwei Art und Weisen, wie ihr so generell kann darauf reagieren, an die Angst so Krise, also dass in da dann eine gewisse Krise stürzt, zum Beispiel eine Identitätskrise oder Trauer oder eine Zeitkrise von, oh nee, du hast schon einmal viel mehr Zeit um Mengen haben, also dass dazu die Liebe verändert dann eine Krise bedeutet oder und natürlich auch schon erlebt Erleichterung. Ah ja. Dass etwas so angeht und dann auch sehen erleichtert und zumindest eine Menge Erfahrung hat ihn dann noch als dann auch den How to Get Over It ein bisschen ernst, weil wenn es so ein oder nicht unbedingt eine Lebenskrise geht, mir wenn es einfach mehr so ein Krisenzustand ist. Ich bin selbst schon mal so Erleichterung nicht so viel Erfahrung, also selbst hat mir schon noch nicht so geschieht aus vielleicht schon bei Beziehungen, die so ausgelaufen sind, mehr da das vielleicht noch ein bisschen absanisch, dass von den dann irgendwann so zurückguckt, da feststellt, oh, das wäre das River. Aber da das der Käse wie größte Bang und du sind die Gefühle der Menge während dem NRW en cours de route prozessiert gehen und nicht so an mit einem Akt, wo ihr seht, okay, das River und dann muss ich mit allem, was das heißt, dealen. Aber wenn etwas halt mit Löse und Löse River geht, dann muss ich immer schon, vielleicht hat, wenn ich Kontakt hast, dann statt schon verschafft und irgendwann gucken ich zurück und denken, okay, das ist der Status quo ist am Anfang das, was denn ist und ich muss noch nicht viel ändern oder dann hat schon viel mal so, wir sind nicht mehr zusammen oder wir haben keine Freundschaft mehr und dann ist das halt einfach so, also das ist ja nie gelebt und ohne dass das lang gedauert hat und ich meine, das auch noch vielleicht ein Dritt man näher für sich zu trennen auf für Überraps zu kommen einfach an die mit lang dauert an den sich irgendwann gegenseitig ghost oder so Ja, was sich dann so auslebt. Ich meine, du hast aber du ganz rasch, da sind so viel von der Arbeit schon en cours de route möchte, also dass das so Männer des Schnodders und da stehen mit dem Biersch auf Verschaffungsarbeit für sich, mit da sind die Arbeit der kleine Portionen einfach schon en cours de route möchte. Ich hatte mit der Erleichterung tatsächlich recht so richtig ein Kehr, dass ich normalerweise nicht mit der Erleichterung, also das führte mal zu denen, dass die Beziehung einfach nicht gut für mich war und dass ich immer probiert habe zu kommunizieren und das besser zu machen und dass meine Kommunikation aber nicht auf fruchtbare Boden gefallen ist und dass ich an denen paar Momente, die ich aber noch gebraucht habe, für mich zu dezidieren, wirklich einen Schlussstrich zu ziehen, auch abgehalten haben zu kommunizieren über gewisse Sachen, weil ich ja die Erfahrung gemacht habe, dass das nicht bringen gibt und ich aber auch nicht bei einem, also heute ist das, gebe ich den Schlussstrich viel, viel echter sitzen. Mehr an dem Zeitpunkt von meinem Leben konnte ich das noch nicht und ich möchte dann noch wirklich schmissen die Arbeit machen von okay, ich verschaffe das lo und ich schaffe darauf hinaus, dass ich kann den Schlussstrich machen und danach habe ich einfach wirklich nicht mehr nach Erleichterung gefehlt und nur der Erleichterung kommt einfach so nicht so den How to Get Over It, weil ich war ja schon ziemlich over it at that point. Mir echt so, dass ich Stunden einen Spaß hat für nur dem Over It auch zu reflektieren, okay, für was fehlen nicht am Anfang so viel Erleichterung. Und du hattest dann den kleinen Moment, wo so merkt, an der Beziehung ist am Anfang viel mehr schief gegangen, weil ich das an der Beziehung realisiert habe. Und dass meine Erleichterung mal am Anfang auch den Spaß gehen hat, für zu reflektieren,
warum du so gefeiert hört, dass ich Erleichterung gefehlt tun und dass die Beziehung so war, dass das halt so zu Angang ist und ich die Erleichterung hat. Und das heißt nur so einem kleiner Phase von ganz viel, oh mein Gott, ja, yes, ich fühle mich so frei und ich fühle mich leicht und ich fühle mich, wie wenn ich atmen kann. Komm du bist so der Waschlappen der Realität, dass ich du recht mit einem anderen Blick konnte auf die Beziehung zurückgucken und du aber noch viel müssen processen, wo ich am Anfang gedurcht hat, das Kapitel so rüber. Mir das war aber Mann so, Krise, mir so Lust und traurig abschaffen von okay, die Beziehung war wirklich nicht gut und ich habe nicht gesehen, wie ich drauf war. Verstehen. Wenn ich mir nur vorstellen, dass ich Heartbreak habe und ich denke mal, okay, der Sex-Podcast ist nicht so eine Episode darüber und ich sehe schon dann irgendwie noch How to Get Over It auf unserem Site auf sexpodcast.lu und lausche dann nur das Episode, dann bin ich wahrscheinlich auf dem Punkt von der Krise. Wahrscheinlich. Vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht relativ wahrscheinlich kann das sein. Ich denke, okay, schon noch all die schlechten Gefühle an meinem Kopf, an meinem Panz und am Rest von meinem Körper. Und ich muss irgendwie lernen, um da umzugehen, dass eine Beziehung, vielleicht sogar eine lange Beziehung, rüber ist. Und ja, da stellt sich dann vor, wie möchte ich das? Die Krise ist ja oft vielfältig, also dass ihn traurig und dass ihn abhängt, weil ihn einfach etwas am Gang ist zu betrauern, mit das aber auch oft so eine Identitätskrise in dem Sinn von okay, gerade monogame Beziehungen oder auch sogar nicht monogame Beziehungen, wie sind ich außerhalb von der Beziehung, weil das auch immer bilde auch immer so ein ich an einer Beziehung ab und das ist ja dann ob einmal eine Frage gestellt so an muss ich da gucken okay wie kann ich vielleicht das Beziehungs-Ich mit meinem Nicht-Beziehungs-Ich verbannen wo lässt mich das und dann noch natürlich mit so Sachen wie für den ob einmal aber wahrscheinlich viel mehr Zeit zu singen haben quasi von einem darauf den anderen zumindest mein Personen in meinem Leben und schon ziemlich committed Zeit man nehmen. Aber wenn du mal irgendwie fortfallen, gibt das sicher ein Loch rappen. Und dann sind du und das sind traurig und das sind am Gang zu trauern und dann hört ich noch immer doch noch ganz viel Zeit. Und wir sind nicht so wirklich, was dem zu anfangen soll, weil die Trauer auch oft so groß ist und so erdrückend. Und überall ist die Trauer dann, weil gerade wenn es Personen geht, mit denen ihn eng war, waren sie wahrscheinlich schon dabei einem daheim und dann leide ich vielleicht nur bei sich am Bett und das ist so, oh, an dem Bett hatte mir so oft Sex oder haben wir so oft mal gekuschelt oder hey, auf der Kusch haben wir so oft mal Videospieler gespielt oder in der Küche so oft zusammen gekocht und dann bin ich mal erinnert den dann auch noch alles und die Person, weil die Person ja auch aus seinem eigenen Leben präsent war. Aber vielleicht ist die Krise sogar noch viel mehr groß, dass sie sich Strand und Museen aus einer gemeinsamen Wohnung rausplündern oder sich gemeinsam deren gucken, was daraus geschieht oder kann und da ist schon ziemlich viel, weil die sich dann ob jemand muss kümmern. Und ich meine, du kennst 100.000 verschiedene Coping-Mechanisms und ich habe auch schon oft erlebt, dass Leute am Anfang total fein sind und dann so nur ein, zwei Monate können du mal die Realität und die Emotionen kommen aber alle gut drauf. Und ich meine, das ist mega wichtig, dass sie sich auch ein bisschen an der Krise sie lässt. Also, dass ihnen die Gefühle auch fehlt und dass sie sich auch die Zeit hält, die Zeit, die da ja auch oft freigehen ist, für auch einfach mal zu kreischen und zu trauern, also den Gefühle zu verschaffen. Und ich meine, du, für die Gefühle zu verschaffen, gehen doch 100.000 verschiedene Wege. Manche Leute schreiben mega viel, zum Beispiel ein Buch, andere machen Musik, kann ihn das ganze Thema mit seiner besten Freundin 300.000 Mal durchknallen, kann ihn noch an den Podcast, den jemand seinen Arbeitskollegen in den Hut kommen und dann darüber eine Episode machen oder an alle Episoden ein bisschen Verschaffungsarbeit für sein eigenes Leben mal drauf drehen.
Das klingt mir extrem schlauer Strategie. Ja, für auch nicht nehmen, ob du schon als Triple mir auf mich selber. Mir schmecken da, dass du mein großen Tipp, mit dem ich auch oft strugglen, weil wie gesagt, ich tendiere dazu, wenn ich Peng habe, dass ich dann davor fortlaufen, bis ich nicht mehr kann. Und es wäre oft mehr einfach, wenn ich einfach, also ich gehe noch besser dran, für mich meine Gefühle zu stellen und meine Energie daran zu investieren, mit denen Gefühle zu sitzen, am Platz für dich mal wochenlang davor fortzulaufen und so viel Energie zu verbrauchen. Ja, das ist mein das ist so mein wichtigsten Tipp und schon noch ein anderer Visual. War das dein wichtigsten Tipp? Das ist schon mega viel Sachen gesagt, die ich enorm wichtig fand. Ich gebe da probieren, alles ein bisschen abzudröseln. Also die erste Sache, die ich mal abgeschrieben habe, das organisatorisch, wo du gesagt hast, ja, wenn den von den gemeinsamen Haustieren hört oder wenn den aus der Wohnung muss rausplündern oder auch nicht mehr muss Miefle nur kaufen, das kann ja auch sein oder irgendwie so Sachen. Also bietet sich wahrscheinlich schon so Sachen so sehr wie möglich zu klären mit der anderen Person. Wie willst du das machen? Es kann sein, dass es ein bisschen dauert, das ist dann scheiß, aber die Zeit muss in der Person auch gehen. Und sich selber vielleicht doch viel zu wissen, was der vielleicht will, auch gerade so in Bezug auf Wohnung und so weiter, ist ja nicht immer so einfach, will ich an der bleiben, will ich neu. Und dann, wenn die Sache muss sehr gehen, da gebe ich effektiv 4 Schluen, 4 verschiedene Sachen auszulagern und Leute, die ihr kennt, die vielleicht gut daran sind. Also ich kenne oder nee. Also ich höre immer von Leuten, die gut daran sind, Wohnungen zu finden oder das gerne machen, deren ihren Hobby das, ob Wohnungssichtseiten sich rumzutreiben. Ich fand das ziemlich unverständlich, aber es ging der Leute, aber wenn ihr so Leute kennt, da kann ich die frohen. Ich kenne noch zum Beispiel eine Freundin, die das immens gut daran Kleidungsstücke oder sonst irgendwie so Items ob so allmählichen Plattformen am Internet, wo Leute so Secondhand-Sachen verkaufen, zu finden. Also so Sachen kann ich dann noch einfach auslagern. Leute hören für auch gerne, wenn es schlecht geht. Aber wenn ihnen etwas Konkretes gibt, dann kann das ganz gut sein. Du hast eine Sache gesagt, die ich immens wichtig fand, nämlich, dass es einerseits so die Krise noch Bande gibt, also wer sind ich? Und andererseits so die Krise noch draußen oder die vielleicht so zeitlich, also so, okay, die andere Person ist nicht mehr da und das tut weh. Ich so, das ist ganz einfach, für da umzugehen, für zu wissen, wie sind ich am Anfang, für so ein bisschen zurück zu sich selber zu finden. Und ich weiß, dass das am Anfang etwas ist, was den immer an Beziehungen noch schon selber so merken, also gucke, wie sind ich am Anfang, sind ich auch eine Person ohne meinen Partner innen, mein Partner, kann ich allein lebensfähig sein, wir Menschen sind nur Sozialwesen, aber wenn dann eine Person wegfällt, dann geht das einfach weh und dann ist doch wie wenn ein Stück von sich selber, bis so fehlt und man die steckt, die viel mit der Person zu dienen hat. Okay, das können wir einfach mal so akzeptieren. Und dann muss man eben weh finden, für zu euch selber zurückzufahren. An den anderen Teil ist eben okay, wenn Zeit fehlt, an den vielleicht auch einfach will mit anderen Leuten connecten, dann kann ihn sich mit anderen Leuten erhalten. Also du sollst ja schon viel schwätzen, ich gebe so nach mir mit Leuten schwätzen, halt einfach viel Diskussionen führen, viel reflektieren. Also all die Sachen, die du schon gesagt hast, so mit Kreativsachen und so weiter, das für mich dann echt so zu sich selber feiern, zu sich selber zurückfahren an die anderen Sachen so schwätzen, organisieren, vielleicht auch reconnecten mit Leuten, mit denen die länger nicht geschwärzt wird. Das sind relativ gut Gelegenheiten, wenn es einem so nicht gut geht. Und für allem Leute, mit denen ich nicht so viel zu tun habe, die haben die Geschichte ja vielleicht auch noch nicht 100.000 Mal hören. Und du hast das da vielleicht ganz gut für einfach so ein Gespräch zu sichern. Ich weiß nicht, soll man vielleicht die Einzelsachen ein bisschen mehr genäht schwätzen? Hast du noch andere Tipps für zu sich selber zurückzufahren? Ja, und gerade bei Identitätskrise, also ich fand
nicht all Krise seine Chance. Das ist, ich hasse auch von denen immer so den toxisch Positiven, alles muss immer etwas Positives tun hat. Mehr Krise können noch Chancen sein. Und gerade zu der Identitätskrise, da ist ja auch oft mit Trauer verbunden, weil das auch einfach so, dass alle Person bringt ein tendenziell so Licht an der Seite als raus. Also mit einer von meinen Partnerpersonen sind ich immens verspielt, weil ich mit vielen anderen Leuten nicht so wirklich schon, weil ich mich nicht so wohl mit vielen. Mir, wenn ich so drüber nur denke, wenn die Personen nicht als trennen, das wäre etwas, was fortfallen. Und das weiß man ja dann auch, okay, das ist etwas, das mir wichtig ist, und vielleicht kann ich daran investieren. Und gleichzeitig also doch okay zu trauern, weil natürlich, wenn ihr sich trennt, dann trennt ihr sich nicht nur von einer Person, mir auch von Vorstellungen von der Zukunft oder von Hoffnungen. Und so zum Beispiel, wenn ihr die Hoffnung hat, wo so, okay, schon am Anfang gesehen, dass man es giffen bestürden und Kinder kriegen, und ich betrauern die Version von mir mit der Person an meiner Seite. Natürlich also es wichtig, hier sich Platz zu lassen für die Trauer. Aber das weiß aber auch, dass das etwas war, was wichtig war. Dass sie sich vielleicht will bestürden. Gerade wenn ihr das vielleicht 4 Runden so klar wusst. Okay, so, das schenkt mir etwas zu sie, was ich wichtig fand. Oder wenn es nicht so Lebensziele geht. Schon ein von meinen Partnerpersonen, sagen von denen ganz wenige Personen in meinem Leben, mit denen ich Musik mache. Und auch weil ich im Moment nicht genug als Boss habe, für das mit anderen Leuten zu machen, wie wenn wir als dran gehen, kann ich die Zeit holen, für an Musik zu investieren, für an mich zu investieren. Und schon in als Beziehungen sind immer so ein guter Spiegel von uns selber. Und weisen uns auch, also wenn wir an den Beziehungen sind, weisen uns, was man auch kennt, außerhalb von den Beziehungen sind, wenn wir daran investieren. Und das bleibt doch nur dem eine Beziehung zerbrochen ist. Oder auch mit einer befreundeten Person von mir, mit dem schätze ich mega viel über Fotografie und hier hat mich mega daran motiviert, für meine Kamera aus dem Schaf zu holen und Fotos zu machen. Und so, hier so eine von den wenigen Personen, mit denen ich mega viel über Fotografie schwätze, da tut mir auch gewesen, hey, das ist mir auch wichtig, außerhalb von der Beziehung mit der Person, außerhalb von der Freundschaft mit der Person. Und ich habe noch schon angefangen, für mehr an das Hobby Foto zu investieren. Das heißt, das muss auch nicht immer sein, dass ich muss darauf warten, dass eine Beziehung zerbricht, bis ich dazu als eine Chance für seine Identität zu bilden nutzt. Aber gerade so Krisen können aber wirklich, dadurch, dass sie auch Zeit gehen und einfach auch Changement brauchen, oft fand ich, kann einem einfach auch ja, die Chance gehen oder die Gelegenheit gehen, für etwas Neues draus zu machen. Aber wo ich da gerade schon geschaut habe, ich fand noch, dass Changement auch irgendwie nötig ist, für mit der Trauer hinzugehen. So, das sind halt nicht mehr die Person, die war, gerade wenn es eine Beziehung war, die wirklich wichtig war im Leben, also eine ganz enge Freundschaft oder eine Partnerinnenschaft oder auch vielleicht eine Familienbeziehung, die ganz wichtig war. Aber der ganz eng war. Und das sind halt nicht mehr die Person. Und ich fand das dann noch okay, dass sie wirklich dann noch ein Changement für hält, wo ihn dann wirklich ein neues Hobby abpackt oder sich Tor schneidet oder etwas so für einfach die Cut an die reale Welt, an der Singrealität umzusetzen. Was natürlich auch der Fehler hat, gerade von den so mit neuen Hobbys oder so, dass dann natürlich auch Auflenkung bietet an den Kopf kann, bis sie frei machen. Mhm. Also ich fand eine Auflenkung also gut, ein gut Thema. Ich meine, gerade am Anfang brauche ich da ziemlich. Ich wollte viel schon sagen, es kann ja nicht so eine Trauerphase oder Phase von Trauer, ich nenne es einfach so, auch wenn ich nicht weiß, dass ob wirklich so ein Heartbreak dann wirklich den Stages of Grief, die wir alle gut kennen, also ob das denen nur geht oder vielleicht ein bisschen anders verlebt, aber es kann ihn das nicht speedrunnen. Also es kann nicht einfach an die Internet gehen, also ein Stage of Grief sichern und dann irgendwie probieren, innerhalb von 5D durchzugehen oder so. Das geht nicht. Es muss ihn sich Zeit lassen, das ist manchmal auch etwas, was schwer ist. Es muss ihn sich Zeit lassen, dann muss ich probieren, dann halt löser die Gefühle zu fühlen, wie es doch schon gesagt ist.
Und was halt gut helfen kann, Menge Erfahrung, nur da das vielleicht auch einfach just Menge Persönlichkeit, als wenn ihr sich wirklich ein bisschen so in Kader setzt, so schmecken Lodei an die Sachen, da den halt nicht so den ganzen Tag ziellos rundherum sitzt, mit der den sich wirklich ein bisschen so eine Stunde plan geht und probiert, halt die Sachen zu machen, die muss machen. Aber wenn den sowieso vielleicht Uni oder erbischt oder was auch immer hat, dann ist das vielleicht mir einfach, je mehr Zeit den hat, und hier zu passieren so Sachen auch während die Congé hört oder hält den sich da vielleicht auch Congé für mit den Sachen eins zu gehen, dann also es vielleicht ganz gut, sich ein bisschen eine Stunde Plan zu gehen und ein bisschen zu sagen, okay, ich probiere das zu strukturieren. Weil ich meine auch ganz gut fand, also einfach spazieren gehen, an Bewegung haben, an neue Sachen gesehen. Vielleicht mal auf einen Platz gehen, die vielleicht schon immer wollt besichern, an der Stadt, an der ihr wohnt oder an der Ortschaft oder an dem Land, und sich dann angucken. Das hilft dann auch mit dem Phänomen, was der Fedron gesagt hat, so oh, habe ich mal das und das gemacht, oh, erinnert mich schon das und das. Man schon einfach in sozialischer Siege, wo die andere Person dann, also wo ich noch nie mit der anderen Person wäre, dann muss ich schon so denken an dem Moment. Da das etwas hat mir geholfen für die Mengen, dass wahrscheinlich viele Leute auch Sport machen und sich da ein bisschen raussteigern. Und ja, so Kreativbeschäftigung meine ich das auch nicht nur als Auflenkung gut, mehr auch als Vererbestung gut. Also das vielleicht dann echt, dass es halt ein bisschen wie spät könnt, da ihr am Anfang probiert, echt sich aufzulenken, einmal die Gefühle zu fühlen, und dann nur da probiert, mit Dave zu gehen und sich mit dem zu beschäftigen, weil der fehlt, und weil einem gerade durch den Kopf geht, und wo ihr im Hivel. Ja. Auch, du wusstest, dass man die Auflenkung genannt hast. Du könnt mir auf so einen Kopf, weil eigentlich auch viele Leute an den Kopf könnt, und zwar so someone else to get over it. Also, das ist ja schon etwas Neues. Wie eine Person auf Mastodon gesagt hat, get under somebody to get over somebody. Ja, genau. Also, ich meine, wir sind nicht die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind. Das hast du auch wirklich eine gute Art und Weise, für einfach auf andere Gedanken zu kommen. Ich habe es mit einer neuen Person anzufangen. Das ist exciting. Es hilft doch vielleicht mit denen Gefühlen von, oh, sind ich nicht attraktiv genug oder gut genug am Bett oder was auch immer. Für die Person, die mit mir Schluss gemacht hat oder mit der, von der ich mich getrennt habe, dass auch einfach keine schönen Ego-Boost sind. Mir doch einfach Spaß, wenn ihn es gut möchte, am Sinne von Kommunikation und sich gut behandelt. Und ich fand noch nicht, dass unbedingt etwas Falsches daran oder dass etwas ja, verkehrt daran ist, für sich auch mit Sex aufzulenken und so sich gut zu fühlen. Ich will aber auch gerne dabei sein, dass es da aber kleinen Aber gibt, und das den Aber vom Informed Consent, und zwar, dass die Leute, mit denen in der Sex hat, muss ich hin und so, und ich benutze das, für mich gut zu fühlen. Da sind die Leute aber genauso mit Respekt behandelt, wie all anderen sexuelle Partner mit Respekt behandeln, und dass in ihnen auch klar kommuniziert, hey, ich habe mich gerade getrennt, ne, so, das mit uns, also nicht echtes, oder dass ihn einfach klar dummert aus, was seine Intentionen sehen, und dass ihn einfach evitiert oder sein Best möchte zu evitieren, dass ihn eine andere Person weidet. Gerade, ich kann auch ganz so kleine Crazy Mode gehen, dass es manchmal gut geht, und dass ich so kleinen Tunnelblick kommen, wo ich mochte nur denke, so, ups, das wäre vielleicht nicht die beste Decision, die ich hier geholt habe. Mir das sehen aber auch da, obwohl ich vielleicht einen kleinen Tunnelblick hat und sich einfach von lauter Peng auflenken will, dass ihn einfach nicht vergisst, den anderen Leuten Bescheid zu sagen, und mit ihnen open und klar zu kommunizieren, für dass du keine verschiedenen Erwartungen entstehen. Und ja, ihn einfach der Riss, der seinem Wege geht, minimisiert. Aber ja, wenn das Herz gebrochen ist und dir kommuniziert openly, get under somebody to get over somebody, kann definitiv helfen. Just sieht kein Arschloch. Ja, also ich hatte auch schon Leute, die mir dann gesagt haben, nee, ich will kein Rebound fertig sein. Das heißt, am Moment könnte das nicht auch froh, dass ich Sex mit dir habe.
schon dat eng interessant aus so von weil mein echten Gedanke wäre so okay aber wann schlo für dich man einer Person schlufen also dann okay so neighbor die Logik davon also da das einfach dat leid vielen du muss nicht unbedingt der Tanner frohen und dann probieren eine Erklärung zu kreen me das schon gut einfach viel ehrlich mal Leute sind dafür auch dann Erwerdungen erwünscht und so weiter auszuchecken an noch vielleicht zu selber klar zu gehen was würde ich davon weil schmengen das wahrscheinlich nicht die allerbesten Idee für sich zu denken okay Kilo ob ein Date oder ob ein One-Night-Stand an vielleicht geht aber hier One-Night-Stand vielleicht geht da die nächste Beziehung also so ja ich führen direkt 4 Runden ohne dazwischen irgendwie eng fast zu holen wo ich reflektieren oder wo ich mal selber ins gehen das ist vielleicht nicht die besten Idee aber wann nicht klar ist dem Ofelenkung auch Spaß geht und vielleicht doch einfach ein bisschen ein Ego-Boost an Hormone, die ausgeschüttet gehen an wann dat alle benötigten Chloras an Südfried cool daras dann ist das sicher auch eng gut sehr für da umzugehen ja das vielleicht nicht für sie verdreiben oder für dann an den Modus zu kommen wo ihr das nicht anders was mir möchte an nicht den einzige Coping-Mechanism sehen kann aber gut tun genau. Joel, wenn eine befreundete Person lo gerade ihr Herz gebracht kriegt wird, wie kann ich ihr dann helfen, außer mit hier an Bett zu gehen, für dass sie sich besser fühlt? Du kannst da zum Beispiel machen, wenn das etwas ist, was du willst machen, wobei du sich auch dann vorstellen kann, ob das dann ein bisschen den emotionalen Zustand von der Person ausnutzt. Also die Ethik davon, die muss ihn dann mit sich selber und mit der anderen Person klären. Definitiv. Me am Fong sie für mich die Sachen am Fong so ein bisschen ähnlich wie vier drohen also ich hatte gesagt viel schwätzen nach mich schwätzen nach viel mehr schwätzen an dem Sinn gibt hat dann für allem bedeutet null ausstrahlen viel null ausstrahlen kein Tipps gehen aller du kennst die Person Trick gewonnen an dem es bei deiner Ruß am Mund führen ihrer dir optauchst an den großen romantische Gestmus das ist manchmal nicht so die besten Idee für Twiuen zu gehen seiner FreundInnen aber ja einfach Beschäftigung bieten ein Ohr bieten an ja wenn die Sachen zu organisieren gehen dann ist das manchmal auch ganz gut für so Sachen zu überholen oder das unzubieten das zu überholen es ist ja oft so dass es mir einfach ist so Sachen für andere Leute zu machen zum Beispiel irgendwo unzurufen, dann irgendetwas zu klären oder halt so eine Wohnung sichern, das ist schon relativ groß, da muss die andere Person ja dann irgendwann auch mitkommen, aber vielleicht mal eng Top 10 zu sichern von Wohnungen, die sich Kind angucken, wann das dann gewünscht ist, wann das dann gebraucht ist, dann da das schon etwas, was viel kann helfen. Also ganz, ganz konkret, ich meine auch Personen bei sich anlöden, also mir eine gute Idee, hier Apps kochen, hier Tee bieten, hier bieten spazieren zu gehen. Also alles, was so ein bisschen dazu beiträgt, dass die Person aus ihrem Lach, so schon mal metaphorischem Lach, rauskommt an ein bisschen etwas von der Welt gesagt. Also einerseits denkt dazu Auflenkung, andererseits hilft das auch einfach ein bisschen wegzukommen von halt den Gedanken, wie du so schon angeschwärzt hast, so, oh, die war's, die haben wir gemeinsam am Töpferkurs getöpfert. Und da muss ich die ganze Zeit gucken, weil die hier auf meinem Küchentisch steht. Ja, da kommt bei Mösch und da guckst du Menge was, die ich mit meinem Partner gemäht habe. Und übrigens, wir sind seit 30 Jahren zusammen. Also, nee, das muss ich dann die Leute vielleicht auch nicht so viel in der Nuss schreiben, wie glücklich in einer Beziehung ist. Also, du gibst vielleicht ein bisschen mich zurückhalten. Aber sonst hilft das manchmal sicher viel Nutzlauschtern an verschiedene Aktivitäten umzubieten. Und auch einfach mal so kleinen, dummen organisatorische Sachen. Sie hat das eine Wohnungssicherung, das ist ein relativ großes Sache, oder etwas kochen, das ist ein kleines Sache zu helfen. Und vielleicht oft so ein Check-in zu machen, zu fragen, hey, wie geht es da? Schon lange nicht von der Hören? Geht es da gut? Kannst du etwas für dich machen? Willst du mit mir in das Kino gehen? So gebe ich das probieren zu machen. Ich weiß nicht, wie musst du das? Du hast 4 Runden gesagt, du hast viel Erfahrung damit, du gehst das die ganze Zeit, man.
Nee, ich meine die ganze Zeit, dass du just rezant, wo sich wirklich, also irgendwie auch nicht immer bei mir am Freundeskreis, auch bei meinem besten Freund aus engem Leben, das separat ist von meinem, wo sich auch gerade mega viele Leute getrennt und ich muss auch noch die ganze Zeit bei für ihn Richtung gehen. Und ich irgendwie nur der letzte Monat war kein guter Monat für Beziehungen, apparently. Aber ich meine, natürlich Lorizant hun statt bis sie mehr müssen machen oder was ich müssen ich meine ger weil sie Leute dem immer wichtig sind und ich meine was mir mega wichtig ist dass ich Leute verweisen dass ich diese do sind an ja wie gesagt mich malen an noch mich mehr malen erweisen hey guck du sind noch Leute an so auch avitäre für Sache für das aus dem Haus kommen an weil ich auch vorne kann ich nie schatzen an dat war wie ich mein echte Breakup hat da tun ich so appreiert den das mein demolisch best Freundin einfach an der mit von der Nucht wird schon Auto gesagt ist bei mich gefu an wird man schießen wie war war ein Kuch oder Schokolade oder ich so was Mod bräucht an der tut mich so bereiert dass du einfach Lunchkommers an mit mir du Schokolade gehst oder mich einfach Kreische gelos hört das heißt ich fand auch so dummer komfortabel sind dass ich auch einfach nicht kann machen also Auflenkung ist schöner gut mir hanst du brauchen leider einfach einen den engem Nullauscht dort an dass sie könne kreischen an einfach am Arm gehalle gehen an da sind auch dummer komfortabel aus da sind halt gerade nicht machen kann weil hanst du aus nun einfach scheiß so geht halt einfach nur mal weh und wer doch eine Zeit lang einfach nicht mehr weh tun an so gut wie Auflenkung ist so gesund wie Auflenkung ist das ist genauso gesund für das auch zu losen an dann zu so oh nee kreisch nicht weil ihr selber nicht komfortabel dummer das da das vielleicht nicht immer das produktivsten auch von in den Instinkt hast du hört so oh kreisch nicht so mit das von gut Leute kreischen weil da verschaffen sie Sachen ja und dann ja das hängt natürlich schon mal ein bisschen davon ab, was die für Beziehungen mit den Leuten hört ich habe an den letzten Woche ganz viele Leute an meinen Arm kreische gehabt ganz viel Kuschel also ganz viel Cuddles gehen und ja ich meine da das immer zumindest gut an natürlich Leute froh was sie brauchen ein von meiner Partnerpersonen hat sich auch rezent getrennt und also nicht von mir, aber von einer anderen Person und schon auch gefragt hey was brauchst du auch von mir als Partnerperson so und von mir persönlich so mir haben ausgemacht dass da mit mir nicht viel drüber schwatzen mir mit anderen Leute drüber schwatzt und das ist einfach du sehen für am Arm zu halen und hast du ein bisschen kreischen zu lösen von das will und den Tag wie sie sich getrennt haben habe ich auch nur der Request auch ganz viel Space gehen weil es halt so hey ich habe gerade nicht so die Kapazität I love you und wir haben eine ganz romantische Beziehung mich habe gerade keinen Kopf dafür weil ich gerade weh habe das heißt auch du musst okay sehen dass hast du vielleicht ein bisschen Spaß gebraucht gerade auch nicht monogame Beziehungskonstruktor das tut für uns schon ein bisschen meiner Kommunikation gebraucht und so they came back to me das heißt auch ja an einer Beziehung die das aushalten kann sich auch als Spaß gehen wann gerade einfach als Spaß gebraucht wird auch von Romantik als a whole vielleicht für ja oder auch für Sex oder Sexualität so das ist keine Reflexion von einem selber mit der Person geht einfach gerade nicht gut ja das ist meine ich auch wichtig zu wissen wann immer so Sachen umgeht da den dann nicht immer an erster Stelle steht mir die Person mal für dich an erster Stelle steht und das ist auch wichtig genau da den wann den so ein Trauererbe zu bewältigen hört da den dann sich selber muss viersetzen an noch also heinst du muss lehren muss da den sich selber Kaffee setzen denkt immer bis von der Beziehung auf die ihn hat mir es gibt ja definitiv Beziehungen wo ihn dann immens viel und Beziehung selber Erbestrag gestachelt oder an die andere Person Erbestrag gestachelt oder Erbe für die gemeint wird und dann alles River und da muss ich selber mal irgendwie gucken okay wo stehen ich dann eigentlich an wie sie nicht stand ja und das wie kann man sich mischen ja das sind dann immer die Großfrau wann den da irgendwo Ende von dem Prozess also vielleicht halt er doch nie ob das hängen wo man ein bisschen davon aufmänglisch wie lang die Beziehung wäre an wat alles so geschieht das schmengen da den sich stillweise noch muss überlegen ob will sich professionell Hülle fühlen je nachdem wat halt geschieht wie
wie lange man da struggelt für man da eins zu gehen. Ziel ist ja am Anfang dann irgendwie so Closure zu kriegen, also das Gefühl, dass der drüber ist und der den dummer da d'accord ist. Ich fand das weil sie immens schwer zu kriegen, vor allem wenn ihn dann so nach ganz viel frohen und die Person hört die Schluss mit einem gemeint und die aber nicht wie will man einem schwätzen oder so tut ich schon am Anfang keine Lust mehr für mit das schwätzen oder einfach nicht mehr meldet und da steht das alles so ein bisschen am Raum. Das fand ich extrem schwer. Hast du da Erfahrungen gemacht? Ja, aber echt so das Closure, also das klingt wie so blöd Wandtattoo, mir so dass ich Closure mehr so als ich selber finde. Also so Closure geht oft von ich so benutzt im Sinn von ja, lasst klären Gespräch oder Gott weiß was. Und da sind die Closure am Anfang aber bald nicht mehr kann als ich selber fand. Also so gut, wenn die eine Person nach ja sieht zu einem letzten Gespräch und dann die 100 Fragen, die ihn am Kopf hat, da beantwortet, dann kommen durchaus bestimmt nach ein 100 Fragen und dann aus denen nach ein also schon so die Closure-Arbeit, ob die Person, von der sich getrennt wird, am Anfang zu externalisieren, aus einer Menge Erfahrung relativ nicht ganz effiziz und gerade weil doch nicht immer eine Option ist, für was für einen Grund auch immer da sehen, also es gibt 100.000 Gründe, für was das keine Option kann sehen, fand ich am Anfang schwierig, für so zu sagen, ja, wir brauchen nur noch das letzte Gespräch oder so. Und da sehen halt, irgendwie musst du mal selber ins gehen. Und ich will nicht so dass nie soll man singen Achse schwätzen. Guck ich mal, so wann er will, vor allem wenn er will, eine Beziehung mit den Hunden, zum Beispiel eine Freundschaft oder Gott weiß was, dann ist es mega wichtig, für ihn mit singen Achsen zu schwätzen und auch darüber zu schätzen, was geschieht ist. Ich fand auch, dass das immer Zeit braucht, also so die Leute, die so, ja, wir sind so getrennt, wir bleiben nur direkt Freunde, du so eine schon 99 von 100 Fall, ich gehe dem ganzen 3 Monate, bis das implodiert oder explodiert, weil ich fand, dass ich verdächtig bis die Closure muss, also ich selber fand, sich als Boss gehen von der Axt, und dann vielleicht nur ein paar Monate, wenn schon viel von der Verschaffungsarbeit individuell geschieht ist, kann ich sich dann zusammen hinsetzen, kann ich schwätzen, mehr. Das ist mein Paarverkehr. Ja, mir hat ja schon an einer Episode, die Episode Nummer 112, die witzigerweise Kontaktpause, Paargespräche an der ersten Sex, wie kann ihn sich trennen, hecht. Darüber geschwärzt, dass Kontaktpausen gar nicht so schlecht sind. Ich meine, das ist kein Wunder, dass das echt vor, das am Titel von der Episode. Über wie in der Kurve geht, kriegt an den dummer der Umgang kann, hat man auch schon geschwärzt, über Schlussstriche an einer auch schon aus schon ein paar Episoden die sich so mit den Themen nähen setzen über Reconnect Nummer am Anfang nicht geschwert das wir am Anfang auch ein gut Thema auf eine Episode ich meine wenn man haut lo aber nicht mehr Nee. mich fanden da am Anfang ganz gut was du lo gesagt hast also da den Zeit braucht das heißt schon nicht unbedingt dass den sich muss eng fest Kontaktpause ausmachen aber vielleicht so noch hey, ich gebe gerne ein bisschen lös mehr ich gebe auch gerne mich selber kümmern ich brauche einfach ein bisschen Zeit für mich dann ist Mensch ganz wichtig für sich dem bewusst zu gehen an als Menge Erfahrung nur aus nicht immer so einfach gerade wenn die Person aus die quasi die Kurve kriegt wird und die nicht Trennung angelegt wird weil dann also tut ihr vielleicht noch so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht kommt die Person zurück oder vielleicht will sie aber noch, ich nehme es nochmal zu dienen holen. Vielleicht können wir die Beziehung ein bisschen ummodeln und dann, also da war so wie früher, just ein bisschen ernst. Dann ist die Aussicht, wie viel mit der Person zu kommunizieren, die lockelt immens und zu den immens Gefühl so, ja, okay, dann machen wir einfach weiter wie bislo und am Anfang ändert sich nicht so viel. Dann zieht die kein richtiger Schlussstrich. Also dann also nach quasi eng Person aus schon aus der Beziehung an die anderen probiert also dran zu sehen an vielleicht ist die Person die Schluss gemähtet die genießt aber auch dass sie gerade so das was sie immer gut von hört die viel Kommunikation in der Beziehung dass sie den weiterkriegt du musst ihn dann ehrlich mit sich selber sehen an noch so wir müssen einfach die Schlussstrich zählen weil anders das
geht es meistens nicht. Also es gibt Situationen noch sicher, zum Beispiel wenn ihn zusammen wohnt, du musst ihn dann einfach ein bisschen mit ihm kommunizieren, mit kann ihn nicht so merken, wie man es schnell geändert hat. Also sonst hätte ich ja nicht Schluss gemacht, sonst wäre die Beziehung ja nicht auf ihn angegangen, wenn ihn nicht gewollt hat, dass etwas ändert, und dann müssen sich leider auch ganz viele andere Sachen ändern, dann muss ihn einfach sich einfach dekonnektieren, für dann vielleicht zu reconnecten zu können, für vielleicht neue Wege zu nehmen, zu finden, Kommunikationsmöglichkeiten, die sich neu opdienen oder halt einfach ja wie man den umgeht, die muss neu finden. Da das ein schwieriger Prozess, wo ihn dann auch ja viel lang muss gucken, an aber auch heinz du musst du zwei gucken, wie ihn das ob 3 kriegt, an ist nicht so einfach. Mir Mensch ein gut Thema für ein nächste Episode. Hast du na etwas, was du willst losgehen? Hast du einen Tipp für Rebound Sex zu finden? Willst du so eine App stehlen? Ich meine, das war ein gutes Schlusswort. Zur Summe gefasst, pass auf, dass er nicht hängen bleibt. Und passt gut auf ihr Job an. Ja, take good care of yourself and each other. Geben am Englischen so an. Und du könnt nach eine kleine Rubrik. Wir hoffen, dir genießt die genauso, wie du das Episode hoffentlich genoss hat. Und wir hören es dann an 2 Wochen oder direkt von der eine andere Episode von uns lauscht hat. Für all die noch gerade an einer akuter Krise stehen, es geht besser, hoffentlich. Ich denke schon, die könnt ihr auch schaffen, die muss nicht verzweifeln. Und vielleicht stellen wir ein paar Seiten und Nummern in Show Notes für akut Hilfe zu kriegen, wenn es gut nicht mehr geht. Wir wünschen euch alles Gutes und wir hören es bestimmt geschwind. Adi. Ciao. How to. Ein Aufweisung für den Gebrauch. Umgang mit schwierigen Gefühlen und Beziehungen. An der Rubrik zu Kapitel 4 haben wir über Bindungsmuster geschwärzt. Und wie die können Großgefühle wie zum Beispiel Angst auslesen. Über das Gefühle an einer Beziehung zu schwätzen, kann gar nicht so einfach sein. Dafür das Rubrik darüber, wie ihr seine eigenen Gefühle schulen und kommunizieren kann, ohne die Verantwortung für die Gefühle auf die andere Person aufzuladen. Du kannst da das 4 Schritte merken. Erstens, benenn deine Gefühle. Am Moment fühle ich mich ängstlich, traurig, verwirrt, eifersüchtig und so weiter. Oft sind es mehr Gefühle auf einen Kehr. Das ist normal. Zweitens, heißt deine Gefühle willkommen. Probier nicht für und hin fortzulaufen, sie zu verurteilen, und du musst dich auch nicht dafür schummen, sie zu hun. Oder darüber rose gehen, dass sie da sind. Bleib bei deinen Gefühlen. Weil wenn sie Gast wären, der du willkommen heißt. Nehmen so, gehen sie auch irgendwann fort, ohne dass es schlimm war. Drittens, überhol Verantwortung für deine Gefühle. Wenn du Angst oder Roserei spürst, wie kannst du mit der empfundenen Bedrohung umgehen? Wenn du traurig bist oder emotional Peng spürst, wie kannst du da helfen, den Verlust zu heilen? Die Frage, die wir euch stellen, wenn wir Verantwortung für eure Gefühle überholen, ist, wie können wir ihnen helfen? Heißt du, kann ich nicht mehr machen, wie aktiv die Gefühle zu erleben, sie zu fühlen und sie aufklingen zu lassen. Denk dran, deine Beziehungsperson ist nicht schuld und deine Gefühle und noch nicht verpflichtet, etwas zu machen. Hier Hilfe ist freiwillig, und gibt es die Möglichkeit, für die Unterstützung Merci zu sagen. Viertens, kommuniziere deine Gefühle und Bedürfnisse. Das ist bald den einfachsten Teil. Ich fühle mich XY und denke, was mir Hilfe gegen wir Y. Zum Beispiel, ich spüre mich verunsichert durch die Zeit, die du mit deinen Kollegen verbringst. Und mir gegen eine Zucht von Plan helfen, die mir Sicherheit gibt. Oder, es sind noch immer traurig und verletzt, wenn es der Sache X, die du gemäht hast. Und ich brauche noch ein bisschen Zeit, für durch den emotionalen Tunnel zu gehen, für dass ich kein Fluch zum Schluss vom Tunnel gesehen.
Für uns das 4 Schritte zu verhalen, können wir an eine Metapher denken. Dame Nagoski schlägt vor, dass den schwierig Gefühle kann wie ein Sleepy Hedgehog behandeln. Der Modell vom schläfrigen Igel für Emotionsmanagement geht so. Wenn du einen schläfrigen Igel auf deinem Stuhl findest, auf den du dich gerade setzen willst, da sollst du erstens hinein umgehen, zweitens dir friedlich auf den Schoß setzen, drittens Reis von der Wette brauch und viertens deiner Beziehungsperson von der Bedürfnisse erzählen und da könnt ihr zusammen dem Igel helfen. Rosen auf den Igel zu sehen oder Angst vor ihm zu haben, hilft weder dir noch dem Igel. Du kannst den Igel auch nicht einfach auf den Schoß von deiner Beziehungsperson schieben und rufen, schläfrigen Igel, und erwarten, dass sie mit all seinen Stacheln eins geht. Das ist dein Igel. Wenn du mehr ruhig mit dem umgehst, wird die Wahrscheinlichkeit, dass du selber an andere verletzt gehen, mehr klein geht. So mit Gefühlen umzugehen, nennt Amelie Staying over your own emotional center of gravity. Die Fähigkeit, über dem eigenen emotionalen Schwerpunkt zu bleiben. Das heißt, sich seine Gefühle zu eigen zu machen, ihnen nur zu luistern und auf sie anzugehen, ohne zu reagieren. Die Gefühle echt zu holen, ohne sie persönlich zu holen. Das steht im Gegensatz dazu, für seine Gefühle fortzulaufen oder zu probieren, den emotionalen Schwerpunkt auf eine andere Person zu verlagern. Das impliziert 2 Grundregeln. Regel Nummer 1. Meine Gefühle sind weder mehr noch minder wichtig, wie die von meiner Beziehungsperson. Regel Nummer 2. Jeder von uns ist 100% für die eigenen Gefühle verantwortlich. Wenn du also die nächste Kehr einen schläfrigen Igel auf deinem Stuhl findest, erinnere dich an die 4 Schritte. Benennen, willkommen heißen, herausfinden, wie du helfen kannst, und dann Gefühle und Bedürfnisse kommunizieren. Hast du noch Fragen, Antworten oder Anmerkungen? Das schreibe uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kinder und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio ARA. Das Ministerium für Education, Kinder und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf. Mir fallen gerade so viel Joke-Jingles an, die ich kann machen. Better Call, Joel und Robin, Attorneys at Law für Erschädigung. Besser nicht. Und dann den Therapie-Podcast. Du musst dich just raschleichen an Team. Und schon höchste Gratis-Therapiestunden. Ja, Sprechtherapie. Ja, da stellt sich dann froh, wie man stehen das. Ja, das ist ein ganz gut froh. Moment, das war gerade keine produktive Antwort.